Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Nolte und Christian vom Hofe. Mahlzeit. Hier ist Radio Köln am Donnerstagmittag, jetzt wieder mit Studiobesuch. Das ist ja praktisch, das hält uns ja auch mal ein bisschen wach. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, der Studiobesuch ist körperlich etwas größer, weil es sind gleich zwei, sie kommen von den Rheinstars. Einmal ist es der Trainer, JJ nennt man dich, glaube ich, ne? Die Freunde nennen dich JJ. Warte mal, der Mikro muss an sein. So, jetzt hören wir dich auch. Eigentlich heißt du Johannes. Ja, genau. Johannes. Wunderbar. Und du hast einen Spieler mitgebracht, das ist David Downs. Welcome to the show. Thank you. Please excuse my bad English, but I didn't sleep very much the last day, so I'm a little bit confused. I thought you were taller. You're not like very tall for a basketball player. Yeah, not too tall. Okay. I'm more of a point guard. And so you just came to Cologne? You're new in the city? Yep. I got here in January. Okay. So. And what did you have the chance to see something of the city, or just like playing basketball and? No, I've been able to travel around, see the Dom, and kind of get to know the culture a little bit better. But yeah, I've had a great time so far. Okay, also den Dom hat er schon mal gesehen und hat ein bisschen was mitbekommen von Köln. Did you have your first Kölsch? Do you know Kölsch? Oh, of course, in the 200 milliliter glass. Yeah. Do you like it or? Yeah, of course. Okay. Der Trainer ist auch hier von den Rheinstars. Johannes, ihr kennt euch ja wahrscheinlich auch aus mit ein bisschen Schlafmangel, den Vanessa, die gerade schläft, und ich haben. Wie macht ihr das, wenn ihr viel unterwegs seid? Habt ihr da irgendwie Möglichkeiten, dass ihr ein bisschen runterkommt, oder wie kommt ihr möglichst schnell runter? Ja, schlafen ist immer gut, ne? Aber wenn ihr es nicht könnt. Aber so auf den Auswärtsfahrten im Bus hat man ja immer Zeit. Man muss ja nicht selber fahren, deswegen kann man sich da ganz gut ausruhen eigentlich. Okay. Gibt's bei euch so einen Lieblingssong, den ihr vor dem Spiel immer hört in der Kabine? Gibt's da sowas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Er hat sich noch nicht eingebürgert. Ich hatte Mannschaften, da war das schon so, aber hier hat sich noch keiner gefunden. Da sind die Geschmäcker doch mal ein bisschen verschieden. Aktuell seid ihr auf Platz 2, ne, wenn ich richtig geguckt habe. Samstag habt ihr das nächste Spiel. Wie schaut es insgesamt aus? Aufstieg ist Pflicht oder wie ist das? Ist anberaumt, ne? Ja. Wir haben ja das Projekt gegründet, um mittelfristig wieder professionellen Basketball in Köln zu etablieren. Wir wollen schon aufsteigen, ne? Wir sind jetzt Zweiter, wir sind ein Spiel hinter dem ersten, 4 Spiele noch in der Saison. Ist noch alles drin. Wir wollen den Druck aufrechterhalten. Samstag ein ganz wichtiges Spiel um 19 Uhr zu Hause gegen Düsseldorf. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Und ein Geschäftspartner von euch, kein unwichtiger, ist Lukas Podolski. Was der mit euch zu tun hat, das klären wir gleich. Radio Köln macht Krach und wir spielen alles, was Sie sich wünschen. Ganz viele Studiogäste, Sie können auch gerne vorbeikommen in der Schanzenstraße 28. Hier bei mir im Studio sind gerade Johannes Strasser und David Downs von den Rheinstars. Herzlich willkommen nochmal. Welcome back. Wir haben gerade gesprochen über Lukas Podolski. Johannes, du bist der Trainer. Wie viel hat er mit dem Verein wirklich zu tun? Also er ist ein Geschäftspartner. Sieht man den auch bei euch oder ist es so die Eminenz im Hintergrund? Also er ist mit Gesellschafter geworden in der Rheinstars Basketball GmbH und macht natürlich mehr im Hintergrund. Ne? Der hat Podolski hat natürlich auch wesentlich mehr Verpflichtungen als nur die Rheinstars, aber er ist Basketball begeistert und hat sich von dem Projekt begeistern lassen und macht jetzt so ein bisschen im Hintergrund, hilft er uns. Ne? Okay, das heißt, du hast ihn aber auch schon kennengelernt zum Beispiel? Ja, wir haben ihn natürlich vorgestellt in der Saisonvorbereitung und haben wir so ein Training mit ihm gemacht und er kann richtig Basketball spielen, konnte man ihm erst nicht so ansehen, aber der hat richtig gut mittrainiert und gut gespielt. Okay, David, you're from Seattle. Do you know or did you knew Lukas Podolski before? I knew of him, yeah, for really? sure. Yeah. Okay, so you're a soccer fan or? Yeah, I'm a pretty big soccer fan. It's not very common for a basketball player, but yeah. Have you been at the FC, erster FC Köln? Not yet, but I plan on going. Okay. You have to. Ihr spielt in Müngersdorf, ne? Genau, in der ASV-Halle in Müngersdorf, direkt neben dem Rhein-Energiestadion. Ja. Also der Weg ist nicht so weit. Wie ist da die Stimmung? Das ist ja quasi so eure Kinderstube, ne? Des Kölner Basketballs, kann man sagen. Ja, genau. Da sind die Basketballanfänge und große Erfolge auch gefeiert worden. Ist eine super Halle geworden. Die wurde jetzt erst neu renoviert und basketballtauglich gemacht. Ein sehr schöner Boden drin und ist immer echt gute Atmosphäre. Viele Fans da und eine richtig schöne Basketballhalle geworden. Okay, ich muss mal vorbeikommen. Ich war nur da, muss ich zugeben. Ihr habt mir noch was mitgebracht, habe ich da gesehen. Ja, genau. Wir haben natürlich erfahren, dass du heute Geburtstag hast. Ja. Herzlichen Glückwunsch im Namen der Rheinstars. Und wir haben dir ein T-Shirt mitgebracht. Ich hoffe, das ist die richtige Größe. Ja, bestimmt.
Das ist bestimmt groß, oder? Basketballer sind alle groß. L habe ich jetzt mal mitgebracht. Ja, ich das hoffe, wird schon angehen. Herzlichen Dank. Thank you very much. Wir haben noch einen Musikwunsch. David, we have your favorite song because our listeners can wish songs all day. What's your favorite song and why? Song is And We Danced by Macklemore. And the song hits home for me because Macklemore is from Seattle and that's where I'm from. So I remember listening to him perform in front of crowds of 200 people. Okay. Okay, also er möchte Macklemore hören, weil er genau wie David selber aus Seattle kommt und er kennt ihn schon, als er noch vor 200 Leuten performt hat. Mittlerweile dürften das ein bisschen mehr sein. Vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg insgesamt für das Projekt Aufstieg und auch für Samstag für das Spiel. Vielen Dank.